Willkommen zurück hier bei Xenoblade Chronicles. Bereits einmal der Part 127. Ja, es geht immer flockig weiter hier und im letzten Part haben wir endlich mal herausgefunden, was in der Vergangenheit alles abgegangen ist, sprich zwischen Mechonis und dem Bionis und wie da die Machinen dabei waren, wie Egil dabei war, was Sansa eine Rolle gespielt hat. Ja, man kann also trotz allem sagen, ja, es wird alles ein bisschen klarer, was alles geschehen ist und wieso Egil nun so handelt. Pipapo, die Frage ist trotzdem, wie können wir das Ganze zu einem guten Ende bringen? Das wird eine große Herausforderung sein, wie ich fürchte. Weil ich meine, klar, wir verstehen Egil jetzt und vielleicht können wir ihn irgendwie, überzeugen vielleicht nicht, aber vielleicht, ja, können wir einfach mal sagen, dass wir seine Situation verstehen und so. Und ja, wie gesagt, ob wir ihn auch irgendwie überreden können, dass er das Ganze abbrechen soll. Mal noch ein bisschen zu bezweifeln, wie kam das jetzt plötzlich? Okay, dankeschön. Wikiline. Frier sie ein, frier sie ein. Egal, schon alleine. Ja, kommt er trotzdem. Leute, fürchte, unser Team ist immer nicht so das Dream-Team, was eigentlich sein sollte. Boom, boom, boom. So, wieder mal ein paar Mechons tot. Sehr schön. Level 65 wäre mein Ziel und ich fürchte mal, bis wir da hinsichtlich der Story-Modus noch ein bisschen weiter sind, wird's, naja, also ich schätze mal, Egil wird schon Level 70 so sein. Alter Schwede, wir müssen hier echt noch viel trainieren, ey, aber da müssen wir auch schon mal zu Ende sein, außer natürlich der Endboss, der endgültige, von dem ich noch keine Ahnung habe, wer es sein soll, ist irgendwie auf Level 100 und dann Post-Mahlzeit, hey. Wir müssen ja elend lang noch trainieren. Aber nee, ich hoffe mal, dass der Endboss maximal Level 80 ist, weil es ist eigentlich für ein Rollenspiel immer schon ein schönes Level, so Endboss-mäßig. Und ja. Boom! Dann wird das Let's Play vielleicht doch noch in diesem Jahr fertig, was ich irgendwie schon noch hoffe. Also, ich spiele natürlich noch ein 100er Part, nicht plötzlich irgendwie 200 Parts und so. Das wäre vielleicht ein bisschen zu sehr in die Länge gestreckt. Einer weniger, da kommt bereits der nächste. Also, das ist ein Schrotthaufen. Einen guten Seitschwung. Apropos Seitschwung, kommt natürlich auch die Sidequests noch zum Zug und die müssen wir auch noch bald mal in Angriff nehmen, weil wir hier raus sind. Ein bisschen mehr Luft haben, hinsichtlich des Story-Modus und so. Dann gibt's, Heile, ja toll. Der ist cool. Dann können wir uns sicher auch ein bisschen wieder mehr um Sidequests kümmern, wie zum Beispiel auch die restlichen 2 Monado-Techniken, die uns noch fehlen. Wow! War aber ziemlich stark in dem Fall, Alter. Der hat sie kaum einmal getroffen, schon weg. Ja, Wiki, frier ihn ein. Also, Atomglühen 4, toll, jetzt könnte ein Schild gebrauchen. Hab ich doch nicht. Brauch's auch nicht. Tschüssikowski. So, was hast du hier Schönes drin? Und okay. Hier ein bisschen hören sollten wir gleich mal bei der ersten Aktivierungsplattform sein. Ja, Halleluja. Dann wäre mal eine schöne Begrüßung. Ja, wird schon gut gehen. Schaffen wir schon. So, klappert auf einmal. Ist klar. Auf der Seite, wenn ich überhaupt treffen würde. Also treffen wir überhaupt so vorbei, dankeschön. Jetzt reißt's aber! So. Das ist ein bisschen eilig. Mann, ey, da treffen die mich nicht. Wollen wir bitte mal zurück? Dankeschön. Oh, den haben wir bemerkt? Den haben wir bemerkt? Nö, noch nicht. Seltsam. Tschüss, Nummer 1. Oh. Bewegen geht nicht mehr. Da kommt plötzlich. Der kommt da plötzlich. Ist krank, so kommt plötzlich an. Kann es sein, dass er ein bisschen zu stark ist? Wir hauen ab! Doch, muss sein, dass, damit habe ich nicht gerechnet. Was war denn das gerade für eine Scheiße?
Was auch gesagt, kommt auch. So, der erste Down. Sehr schön. 67, kommst drauf, was gegen den kämpfen will. Wie kommst du auf die beknackte Idee? Mach ich überhaupt Schaden bei dem? Oh, deswegen hat er relativ viel Schaden machen. Ups. Scheiße, ich bin gerade tot. Wieso gehen die plötzlich auf mich los? Wiki, halt durch, wir brauchen dich, Kumpel. Also dafür, dass sie irgendwie 3 Level höher ist, machen wir relativ viel Schaden. Oh, hör mal mit diesen scheiß physischen Techniken auf, die hasse ich doch so. Oh, 5000er Freaky. Der Arme, kannst du irgendwie... Das wäre cool. Oh ne, oh ne. Nee. Tschüss, Hulk. Wow. Da hat er mich angegriffen. Wiki geht's nicht gut. Wir haben ihn gleich. Blutiges Gesicht, wir haben es geschafft. Nur so wenige Erfahrungspunkte. Alter, war 3 Level höher. Mann, ey, 3 Level bloß. Was? Ja, meine Fernbedienung, muss das jetzt sein? Nee, nicht jetzt, hab keine Zeit dafür. Nach knapp 7 Minuten, die muss noch ein bisschen durchhalten. Alter, was hat das gerade für Mist, ey. Okay, Melia, tut mir leid, du bist im heilenden Null, muss ich leider zugeben. Dann kommt hier dann wieder rein. So, wieder ein neues Team. Ist aber jetzt, ist egal. Geht schon. Alter, ein 67er Typ, ich glaube es auch einfach. Wo kam der plötzlich her? Verstehe ich noch nicht, wo kam der her? Ist hier vielleicht gerade die erste Aktivierung? Moment, ganz kurz, ja, vorsichtshalber. Hallo, Xord? Was ist denn das? Wir haben die Telefi untersucht, wir haben Terminal angewiesen. Okay. Barlach, crazy. Man muss noch ein Stockwerk höher hier. Kontrollplattform und, wenn ich mal bitten darf. Sehr schön, nur noch 3 Schritte von Igil entfernt. Und ich hoffe, ich kriege bis dorthin noch Level 65 hin, zumindest mal für Schulk. Wäre schon ziemlich geil. So, kann man hier direkt runter. Schulk, komm schon. Na gut, nehme nicht. So, dann sind wir... Das ist der einzige hier. Deswegen soll ich sehen gerade wieder. Ist egal, so einen kriege ich noch einigermaßen hin. So ein Frost-Typ wie aber so ein Xord wäre dann wieder mal eine andere Herausforderung. Von der 67 ist klar, Alter. Und trotzdem frage ich mich wieder mal, wieso war der verhältnismäßig so schwach? Ich meine, wir haben ihn mit einem von unseren relativ schwächen Teams platt gekriegt. Und das, obwohl er 3 Level höher war, also, haben wir auch schon mal andere Erfahrungen gemacht. So, Mecha-Neuheit kommt ja gleich noch mit. Der Nagel. Der alte Fingernagel, gleich mal abgerissen. Joa, was treibst du da? Und die Ohnmacht ist im Gange und Tschüssikowski, Alter, geht das dann schnell. Ist so das perfekte Ohnmachtsteam, wie es aussieht.
Interessant, interessant. Okay, gehen wir da weiter. Was kommt da auf uns zu? Normale Schrott, wollte ich sagen. Ja, wieso nicht? Ne, Asche, okay. Asche auf dein Haupt. Macht er auch Schaden? Oh, Jan, wieder Schaden machen. Wenn wir ganz kurz, gehen wir auf sicherheitshalber. Hallo, ist mein Schild. Und da kommt von hinten einer. Alter, wo kommt der plötzlich her? Könnte aber noch aufgehen. Wir machen einen relativ gut Schaden. Wir haben auch eine volle Gruppenleiste. Um uns wieder zurückzuholen oder zurückzuholen zu lassen. Alter, jetzt kommt der natürlich wieder mit der Schnittattacke, ist klar. So, wir müssen leider später Rücksicht nehmen. Da man muss ganz schnell eine Blutung erzeugen, sonst bin ich hier down. Und sowieso gleich. Alter! Wo kommt die überall her? Na egal, ziemlich viel. Oh, Alter, wo kommen die überall her? Ja, komm schon, Jan, kriegen wir relativ locker hin, sobald der weg ist. Die große Combo 5. Das erste natürlich, Combo 5. Wow. Eine coole Combo, die aber nichts mehr bringt, Alter. Mann, nein, das geht mir zu schnell. Ich sehe nicht mehr, wo die alle sind. Todesschmettern, auf Dunben. Also, ich krieg sie schon hin. Also natürlich nicht. Alter, ich wünsche irgendwie noch Fiora. Ich würde sagen schon. Ich kann es mir nicht mehr quatschen. Scharla im Team, wollte ich gerade sagen. Wo kamen die anderen Mechons plötzlich her? Ja, ich weiß, Batterie da ist klar. Mein Hallo, da war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Was machst du hier schon wieder? Alter, erschreckt mich der Arsch erstmal so. Himmelarsch und Donnerzwirn. Das reißen wir aber langsam mal. So, versuchen wir das Team. Da gibt ja relativ gute Erfahrungspunkte. Versuch's trotzdem mal, vielleicht klappt's jetzt. Machst du doch was? Oh, blöde Frage. Umgeworfen, toll. Und die Ohnmacht, so, jetzt aber drauf da. So, zum Schaden. Hallo, Schuld, ihr habt doch drauf gedrückt, Mensch. Ja, genau, konzentriere dich auf uns, auf Dunben und auf mich, auf Schulki Boy. So, die Hälfte gleich wieder, umgeworfen und da kommt gleich nochmal die Erschütterungsklinge. Das wird reinzwirbeln. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Voll daneben. Also ein 67er bist du aber ganz schön lasch, Kumpel. Das war's. Naja, es sind so 7000 Erfahrungspunkte. Das klingt nach viel, aber mittlerweile leider nicht mehr. Doof, doof, doof. So. Trost ist mal dran. Ist mal sehr trostlos. Wissen doch alle. Dreh dich rum, dreh dich rum. Bams. Es lebe Dunbens Zielzwang. So, erwische ich beide natürlich nicht, wenn sie so doof dastehen. Welches Kind hat den Trost? Und da ist schon wieder der Luftnagel. Was willst du denn hier?
Schwanken, komm schon, werfen um. Geht doch. Keine Chance hat er gegen unser Dream Team und Tschüssikowski. Geht doch mal. Ja, Leute, ich glaube, wir kriegen das Level von 60 noch hin. Könnte ungefähr aufgehen, aber wir müssen im nächsten Part erstmal gucken, wie ich da mit dem Exotimator oder wieder hieß. Heißt, wie ich mit dem Typen da fertig werde. Das ist natürlich ein anderes Problem noch. Hallo, wir sind mal langsamer? Wir sind eine riesige Spinne, alter Schwede. Naja, wie es weitergeht hier bei Xenoblade Chronicles, aussuchen den restlichen 3 Schaltern, seht ihr das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.